SRF 2 am Morgen hat ein Video abgeladen, und zwar 3 gegen 3. Sven Epine fordert Adi Totoro, Natti Style und Maelo. Das ist der da hier. Und das ist auch in meinem Vlog passiert. Wie will uns jetzt das Video direkt einziehen? Ich bin gespannt wie ein Bogen. Let's go! Und das ist 3 gegen 3 mit eurem Moderator, Sven Epine. Go zusammen! So, ja, es ist lange her, wo wir 5 gegen 5 gespielt haben, und darum gibt es jetzt hier ein Comeback bei 2 am Morgen. Wir spielen allerdings ein bisschen in abgeänderter... So eine Legende, der Typ. Warte mal, ich muss da Cam irgendwie umstellen, man sieht mich nicht einmal. Jetzt sehen wir mich, also Abfahrt. Version. Wir spielen 3 gegen 3 und haben 2 coole Dreier-Teams zusammengestellt. Natürlich unser Gastgeber-Team, die Jungs von... Ich bin nur am Lachen die ganze Zeit. 2 am Morgen haben sich verstärkt. Seid das dritte da. Herzlich willkommen. 2 am Morgen! Hey. Und das herausfordernde Team YouTube ist ihr halbes Leben, kann man definitiv sagen. Sie sind sehr erfolgreich dort unterwegs. YouTube ist in ein halbes Leben. Hallo Sven, gerade das am Anfang machen, das sehe ich. Darum freue ich mich auf 3 von unseren erfolgreichsten YouTube. 3 von unseren erfolgreichsten YouTuber. Und dann sieht der da hier, der Pepe, gell? Das Team YouTube! So, und um was spielen wir? Wir spielen um 30'000 YouTube-Follower. Also es lohnt sich, wenn man da gut mitmacht. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kommen. Indien ist ein Wir spielen um 30'000 YouTube-Follower. Das stimmt sicher, oder? Das fällt Kappa. Favorit. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen. Und das Zweite, was wichtig ist, wir haben nicht einfach 100 Schweizer und Schweizerinnen gefragt, ganz beliebig. Nein, wir haben uns in der Community umgelassen, und zwar von 2 am Morgen. Und die haben ganz fleissig mitgemacht. Mal schauen, auf was für Antworten dass wir da gekommen sind. Die beiden Teams lernen später noch ein bisschen besser kennen. Jetzt legen wir mal los mit der ersten Frage. Und die beiden Captains treten an. Herzlich willkommen, der Ramin und der Adi. Und ist genau eine Hand auf dem Rücken und die andere bereit zum Zuhauen auf unserem Buzzer. Wer nämlich schneller ist, darf antworten, und wer näher bei der Top-Platzierung ist, der darf dann weiterspielen. Wir suchen in dieser Runde die 6 besten Antworten. Und wir wollten von der Community wissen, was nervt euch am meisten, wenn ihr im öffentlichen Verkehr unterwegs seid? Wisst ihr das? Was nervt euch am meisten, wenn ihr im öffentlichen Verkehr unterwegs seid? Was würdet ihr sagen, Chat? Was würdet ihr sagen? Zu viele Leute, der Adi Totoro, Prog auch. Leute ohne Maske, das fuckt ab. Maskenpflicht, Teenies, Maske. Okay. Dann machen wir gerade weiter. Sehen wir, was es ist. Es ist eine ganz enge Entscheidung, aber ganz ein kleines bisschen schneller bist du. Aber wo ist der erste Beste? Der gehört noch uns. Adi, du kannst vielleicht noch überbieten, aber sag, was ist deine... Wenn Leute essen. Du sagst, Essen im ÖV kannst du nicht haben. Wir schauen, auf welchem Platz das Essen im ÖV ist. Gesagt haben das... Jawohl! Ja, andere... Was ist das? Essen ist doch nicht andere Fahrgäste. Ganz ehrlich, was ist das? Das ist wirklich rigged. Essen, ja, also... Nein, der Schiri hat gesagt, also, ihr könnt hoffentlich näher aufholen. Also. Ja, wirklich, what the fuck? Also was nervt, Julian, du bist dran, einem am meisten, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist? Abgesehen von den anderen Fahrgästen. Wenn die Kontrolle kommt. Ja, wenn Kontrolle kommt, sagst du, und Kontrolle, die ist nicht offen. Wir können noch schon besprechen. Vielleicht könnt Das ihr ist nicht unsere stellen. Community, die das gesagt hat. Jetzt können wir uns überlegen, was wir da sagen, wenn wir dran sind. Und der Robin kann alles besser machen, was nervt sonst noch im ÖV. Verspätung. Ja! Das heißt Verspätung. Und Verspätung ist getroffen. Und zwar auf Platz 3. 10 haben es gesagt. Ja, okay. Verspätung ist weg. Ramin, wir sind wieder bei dir. Wenn du nicht sitzen kannst. Wenn du keinen Sitzplatz hast, und auch diese Antwort ist drauf. Ja! Platz 2. Sehr gut. Gut gespielt, es läuft gut. Top 3 hat er schon herausgefunden. Ab dem Zeitpunkt hast du schon keinen Bock mehr gehabt auf das Spiel. Ja. Kannst du zuschlagen. Julian. Temperatur, Klimaanlage, zu heiß oder zu kalt? Gute Antwort. Temperatur. Ist die drauf? Nein, was? Nein, ist nicht drauf. Temperatur. Leider falsche Antwort. Und ihr könnt mit einer richtigen Antwort, die auf der Wand ist, alle bis jetzt erspielten Punkte
abzügeln. Dein Vorschlag? Sie haben alles schon vorausgenommen. Ich würde vielleicht kommt noch sagen, etwas Sinn, so für die Schnelle. ja, wie andere Fragen ist das Essen. Das ist ein bisschen... Essen, kommt noch mal gut. Was Hey, sie können gar nicht. Sie können gar nicht. Ich lasse mir da ein bisschen Zeit, ein bisschen reden, wie soll ich moderieren und sie können nicht. was meinst du, Nati? Andere Fahrgäste haben wir schon. Ich muss gerade überlegen. Hey. Vielleicht, ja, Kontrolleur hat es schon gesagt. Ja, wenn es zu laut ist. Zu laut ist, okay. Jetzt kannst du irgendetwas nehmen, was wir schon gehört haben von Ihnen, oder auch etwas, was dir jetzt blitzartig in den Sinn kommt. Ich stelle noch mal die Frage, was nervt am meisten, wenn man im öffentlichen Verkehr unterwegs ist? Die Antwort vom Adi gilt und die nehmen wir, und es ist... Komm, sag's. Wenn Leute telefonieren. Wenn Telefonieren. Leute telefonieren. Nicht getroffen! Die Punkte die gehen als Team. 45 Punkte fürs Team. Von 2. Ja, so habe ich mich wirklich gefühlt. Da die sagt, wenn Leute telefonieren. Ach, wirklich, wie blöd kann man sein. Am Morgen. Essen. Das hat er schon gesagt. Ja, Also wir schauen es an. Hier wird heftig diskutiert im Studio und ihr daheim vielleicht auch. Wir schauen an, was drauf gewesen wäre. Auf Platz 6 hätte man können sagen, der Gestank. Nicht immer schmeckt es wie frisch duschen oder einfach wie eine Blumenwiese. Platz 5. Das hätten wir auch gerne gehört. Eine Maske. Zu Covid-Zeiten sollte man natürlich im ÖV die Maske tragen. Das hätte man müssen haben. Und was viele auch stört am öffentlichen Verkehr, zumindest haben 8 gesagt, der Preis. Das sind wirklich Sachen, ja okay, ich verstehe es, aber... Preis. Ja, das stimmt. Es kostet etwas. Es kostet etwas, oder? Das war es gewesen. Also, die erste Runde geht definitiv als Team 2 am Morgen. Sie führen mit 45 Punkten. Runde 2 steht an. Es kann sich selbstverständlich alles Aber der Sven Epine, geborener Moderator. verändern hier, was das Resultat angeht. Aber wir brauchen Startnummer 2, das heisst der Julian und Nati, die jetzt antreten. Komm jetzt, Nati. Wir haben 2 am Morgen Community Ich weiß nicht mehr, was es war. gefragt. Welches ist der legendärste Schweizer Meme-Satz? Schneller bist du, Nati, und du darfst sagen, welches ist so der legendärste Schweizer Meme, der dir in Sinn... Nati hat doch keine Ahnung, was der legendärste Schweizer Meme-Satz ist. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Und wir schauen, ob dieser Satz getroffen ist. Leider nein. Leider hat es niemand Als ob der Satz nicht drauf ist. gesagt von der Community. Julian, wie gut kennst du deine Community? Was findet ihr cooler? Also unsere Community wird sagen, das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Und die Antwort ist... Oh, falsch. drauf. Bleibt noch da vorne, wir geben es mal weiter. Und zwar zuerst an Maelo auf der Seite von der YouTuber. Ich hätte ja die Haare schneiden noch davor eigentlich. Oder? Schrecklich. Ja, ich dachte, ich würde dort die Haare schneiden. Schrecklich gesehen, ja, okay, ja. Scheiß drauf. Free Maelo, Jungs, in den Chat. Und Mädels. Das erste, was ich gerade gedacht habe, war Gugus gsi, Gugus geblieben. Gugus gsi, Gugus geblieben. Und die Antwort ist... Das gibt's doch nicht! Das muss doch drauf sein! Gugus gsi, Gugus geblieben! Falsch! Was? Ei, ei, ei. Also, Robin, du kannst noch das Eis aus dem Feuer holen. Also das muss einfach, alles tut's mir weh. Alles tut's mir weh. Und das ist... Das ist auch nicht drauf! Was gibt's denn noch für Schweizer Memes? Was? Falsch! Oh mein Gott! Also, scheint eine schwierige Frage zu sein, darum geben wir es weiter an Team-Captains. Zuerst Adi. Kennst du Swisscom? Ist das eine Partei? Kennst du Swisscom? Ist das eine Partei? Noch nie gehört. Nein, das ist nichts. Ist nicht getroffen. Leider nicht getroffen, es tut mir leid. Ja, Reiche weiss, es ist ja bekannt, aber da habe ich nicht gedacht. Ist nicht getroffen. Es ist das Beste, was es jetzt gibt. Der muss drauf sein, der muss. Es ist das Beste, was es je hat gibt. Und die Antwort ist auf Platz 2. Jawohl! Jawohl! Also, wir haben dort zurückstehen, genau.
Ja, es war ein schwieriger Anlauf mit den Memes. Wann brauchst du Memes jeweils so ein bisschen bei dir, Julian? Ja, bei jeder 2 Uhr morgens haben wir Memes drin. Eben, also an und für sich solltest du das Ganze... Eigentlich schon, wir haben ja schon mal Televüri-Memes-Sendungen gemacht. Dort sollte man so viel rausfischen. Genau, also es muss immer einfach im rechten Moment in den Sinn kommen. Aber der hat im Moment mit den 10 Punkten auf eurem Konto und Robin hat hoffentlich noch einen guten Memesatz, den er niemand wird vergessen wird. Ja, ich dreamer du. Hey, dreamer you! Ist der drauf? Nein. Und schon könnt ihr noch besprechen. Vielleicht könnt ihr gleich Punkte abzügeln. Ja, sagt nichts. Das grösste Meme sind die von 2 am Morgen, ganz ehrlich. Wir brauchen Meme-Sätze, die von eurer Community als die coolsten in die Top-Liste gekommen sind. Also, ich wäre enttäuscht, wenn das nicht drauf ist. Legende. Vereis! Das ist nicht drauf. Das ist nicht drauf. Vereis. Und tatsächlich auf Platz 4. Ja! Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe das noch nie gebraucht. Vereis. Noch nie gebraucht. Also, wir bleiben noch ein bisschen im Rennen. Aber es fehlen noch 3. Und Julian, du bist wieder dran. Also welcher als sicher muss drauf ist G mit Gurke. G mit Gurke. Ist der Meme-Satz drauf oder nicht? Leider nein! Und das heisst, die 18 Punkte könntet ihr jetzt stellen. Und Maelo, es muss ein guter Satz sein, den 2 am Morgen Community angegeben hat, wo wir sie gefragt haben. Welches ist der legendärste Schweizer Meme-Satz? Maelo. Was hat er gerade in der Migo gekauft? Getrocknete Bananen. Das ist die Vorstellung. Da heisst ich, der ist gut. Getrocknete Banane. Ja, das denkt einfach. Was meint Nati? Die Uhr Banane. Die Hure Banane. Du kannst eins von denen nehmen oder du kannst etwas Neues sagen. Wir brauchen einfach etwas, was auf der Wand ist. Platz 1, 3 oder 5 wird nützen. Welches ist der legendärste Schweizer Meme-Satz? Was haben die meisten gesagt? Aus ihrer Community. Es ist nicht einfach, aber ich gehe mit dem Maelo, seiner Antwort. Und zwar? Getrocknete Bananen. Getrocknete Bananen. Wenn der drauf ist, klauen Sie aus dem YouTube-Team 18 Punkte. Wenn nicht, bleiben die 18 Punkte auf dem Konto vom 2 am Morgen-Team. Und getrocknete Bananen ist nicht drauf! Wieso bin ich so schlecht? Das gibt's doch nicht. 2 am Morgen! Ja, das ist so spannend! Ei. Ja, Digga, ich weiß doch auch nicht. Was haben die für eine Community, Digga? Was schreiben die? Ja, fick jetzt nicht unsere Community an. Deine 13-jährigen TikToker, oder was? Ja, die sind so Boomers. Da innen, da Herz ist Community. So, Leute, wir spielen die nächste Runde. Es kann alles wieder besser werden. Und wir schauen aber zuerst, bevor wir die nächste Runde spielen, was denn noch Punkte gebracht hat. Auf Platz 5. Ein berühmter Meme-Satz ist: Ich will einfach Bullen schlagen. Ich will einfach Bullen schlagen. Ja, das ist nicht schlecht, den habe ich vergessen. Das haben Haufen gesehen. Platz 3. Wir kommen in die Top 3. Auf dem 3. Platz wäre es gewesen: Ich bin gewesen, Stube sitzen. Und Platz 1. Am meisten haben gesagt, dieser Meme-Satz ist der coolste ever. Richi! Ich habe gesagt, du sollst dich gut haben. Ja, aber der hat mir gesagt. Nein, leider nicht. Oh. Chat, jetzt gewusst. Richi, ich habe gesagt, du sollst dich gut haben. Ja, nicht dran gedacht. Also, das grosse Erwachen hier bei uns im Studio bei der Ausgabe von 3 gegen 3. Und wir haben noch die eine oder andere Runde. Die nächste steht jetzt an. Und zwar mit dem Robin und mit dem Maelo. Treten bitte an. Wir haben 2 am Morgen Community gefragt und wollen wissen, sagt uns einen Grund, warum man um alles in der Welt am 2 am Morgen aufwacht. Völlig los bin ich. Ja, keine Reaktion zu. Mir ist nichts in den Sinn gekommen. Nicht kann schlafen. Du sagst, weil man nicht schlafen kann. Man wacht auf, weil man nicht schlafen kann. Robin? Denkt das, ist es drauf oder nicht? Leider nein, das ist zu allgemein. Also, Maelo, ein Grund, warum dass man die Nacht am 2 aufwacht und nichts? Weil man Albtraum gegeben hat. Ja. Und auf Freiburgerdeutsch steht das einfach schön, oder? Weil man einen Albtraum gegeben hat. Und dann noch gerade das Freiburgerdeutsch dissen, aber es ist drauf. Und das ist die zweitbeste Antwort. Wir spielen Oh, Baby! nicht weiter.
Sehr gut. Also, wir sind im Rennen. Maila, hast du denn ab und zu Albträume? Selten bis nie, aber wenn, dann von den Videos von Ihnen. Das ist klar. Es hat müssen kommen. Ich feiere nur meine eigenen Witze ab. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. an Ja, dieser ja, Stelle. klar. Gut. Wir spielen weiter. Wir haben noch 3 Antworten auf der Wand, die wir gerne aufdecken wollen. 1, 3 und 4. Warum wacht man mitten in der Nacht am 2 auf? Adi? Sag uns einen Grund. Warum könnte man mitten in der Nacht... Ja, gibt es Zeitlimit? Es gibt eine Zeitlimite schon. Ja, etwa 5 Sekunden hast du. Weil man aufs WC muss gehen. Weil man aufs WC muss Der gehen. Adi sagt, weil man mitten ist in der gut. Nacht um 2 das Bedürfnis hat, seine Blase zu leeren. Platz 1! Die meisten haben es gesagt, 22 Punkte. Und wir spielen die doppelten Punkte. Also ist die Antwort schon mal richtig fett. 44 Punkte wert gewesen. Nati, 2 Uhr morgen, warum wacht man auf? Ich habe gesagt, wegen Lärm, wegen irgendwelchen Störungen. Lärm. Lärmstörungen. Und die Antwort ist drauf, und zwar auf Platz 3. Wenn danach Team YouTube ist da. zu laut Musik hört oder irgendwie rumläuft oder was auch immer. Also richtig gut im Rennen ist unser YouTuber-Team. Die Frage ist nur, holen Sie auch noch die 4. Antwort. Und wir sind wieder bei dir, Milo. Nicht nachlassen. Warum? Nicht nachlassen, Mann. Sagen, weil jemand schnarcht nebendran. Schnarchen vom Bettgespendli. Ist das der Grund, warum man um 2 aufwacht? Leider nein. Ist nicht getroffen und ihr könnt noch besprechen. Das Team 2 Uhr morgen hat mal die Nase zusammen, aber der hat ja noch, der hat noch die Chance. Jetzt muss eine richtige Antwort kommen. Warum wacht man um 2 Uhr morgen auf? Aus welchem Grund, Adi? Ich habe nicht gewusst, was anderes. Ja klar ist Schnarchen, Lärm, aber ich habe nicht gewusst. Jetzt möglichst den Laden dicht machen mit der Ich habe 2 im richtigen. Kopf. Sag nur eins, weil sonst hilfst du dann innen weiter. Einfach das Richtige sagen. Wegen Wegen Jetlag. Jetlag. Nee. Er hofft, Meine Reaktion so, nein, das ist nichts. man ist aus der Ferien zurückgekommen, total im Jetlag, am Morgen um 2 wach im Bett. Ja oder nein? Die möchte ich spannend. Nein! Morgen ist nicht Leider nicht. Jetlag, Mann. Und mit einer richtigen Antwort könnt ihr alle Punkte stellen. Robin, warum wird man am 2 in der Nacht wach? Wenn man Hunger hat. Julian. Weil Vollmond ist. Und die Antwort, die du gibst, die nehmen wir und die loggen wir ein. Es ist schwierig, beide Antworten sehr gut, aber es ist unsere Community. Ich sage, zum 2 Uhr morgen schauen. Du sagst, gönnt etwas anderes und das dürfen. Man wacht auf, zum 2 am Morgen schauen. Wenn das drauf ist, klaut ihr alle Punkte von dieser Runde. Ja. Mal 2. Wenn nicht, sind es die ersten Punkte für unsere YouTuber. Und 2 am Morgen, die Antwort von Ramin ist... Falsch! Die Punkte aus Team YouTube! Und zwar 84 Punkte habt ihr aufs Konto gekommen. Aha, wer ist von Team YouTube jetzt gerade? Let's go. Das ist nicht schlecht. Und es ist lang gewährleistet worden. Adi, du hast schon gesagt, du hast 2 im Kopf, Jetlag. Was wäre das andere gewesen? Jetzt kannst du es sagen. Dass man den Wecker falsch gestellt hat. Den Wecker falsch gestellt, also auf die 2 Uhr morgen. Was für ein Irrtum. Ich stelle ihn immer schnell auf die 2 Uhr morgen. Bist du jetzt gräuig? Hast du nicht etwas von denen gesagt? Ich glaube Hunger. 2 am Morgen Community hat gesagt, es gibt einen Grund, warum aufwacht. Hungergefühl! Oh nein! Der Robin hat es gehabt, aber im Das Nachhinein ist nützt mein es natürlich Bauchgefühl. nichts. hä? Das ist mein Bauchgefühl. Es ist sein Hunger. Bauchgefühl. Er, der so auf die Ernährung schaut. Und Robin ist schon der Einzige, der am Morgen um 2 Uhr aufwacht und noch ein gesundes Brötchen zu sich nimmt. Avocado oder schneiden. Avocado schneiden oder so. Gut. Also, wir schauen mal auf den Punktestand. So sieht es aus. Und zwar im Moment 63 Punkte für das Team 2 am Morgen. Und es führt das YouTube-Team mit 84 Punkten. So, wir spielen jetzt gleich die alles entscheidende letzte Jetzt bin ich gespannt. Runde 3. Alle Punkte rechnen wir mal 3. Ist noch alles möglich für die beiden Teams, die recht ausgeglichen, was Punkte angeht, da noch im Rennen sind. An dieser Stelle noch danke an die 2 am Morgen Community, die wirklich fleissig mitgemacht hat und das ausgefüllt hat. Danke vielmals. Sehr cool. Ohne euch hätten wir nicht die passenden Antworten, die wir brauchen. Meine Community ist aber besser, ganz ehrlich. Auch für die Runde, die jetzt alles entscheidet. 84 Punkte für das Team YouTube, 63 für das Team 2 am Morgen. Alles ist möglich. Wer diese Runde gewinnt, hat mit höchster Wahrscheinlichkeit 30'000 YouTube-Follower mehr. Und das spielen wir nämlich. Und ich würde sagen, wir treten an zum alles entscheidenden letzten Duell. Bitte schön, die beiden Team-Captains. Ramin und Adi.
Ja, so ist es. Sorry, mit so einer lausigen Motivation könnt ihr einfach nur Ja, aber verlieren. weißt du, ich brauche die 30'000 Abonnenten auch nicht von dem her. Also, TikTok-Follower zählen nicht, Bro. tief durchschnaufen, die zwei, eine Hand auf dem Rücken. Ihr könnt euch noch mal böse anschauen. Das nützt manchmal schon wie bei einem Fight vorher. Und wir suchen die 3 meist genannten Antworten in dieser letzten Runde. Und alle Punkte, ich sage es noch einmal, rechnen wir mal 3. Es geht um richtig viele Punkte. Wir haben 2 am Morgen Community gefragt. Sagt uns etwas, wo man schlägt. Ramin. Boxsack. Du sagst einen Boxsack und der ist Das ist gut, das ist eine gute Antwort. auf Platz. Eins! Das heisst, wir spielen auf dieser Seite weiter. Danke, Adi. Ganz gut. Der haut einfach drauf, der überlegt gar nicht. Also, Der haut und das war deine Antwort gewesen. Und Julian, wir brauchen nur noch 2 und ihr hättet den Sieg auf sicher. Sagt uns etwas, was man schlägt. Was hat eure Community gesagt? Der Rahmen. Ja, sehr gute Antwort. Ich habe auch das im Kopf gehabt. Sehr gut. Er sagt, schlagen tut man den Rahmen. Und die Antwort ist... Oh mein Gott! Also, Nein, an dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, Mann. es sieht nicht schlecht aus. Robin, du könntest euch quasi zu den Sieger küren Komm jetzt. mit Platz 3. Bitte, bitte. Ich habe keine Ahnung, was da drauf ist, aber die Community hat die Frage beantwortet und ein paar haben gesagt, man schlägt was? Sein Kollege. Sein Kollege. Heikle Antwort. Sein Kollege ist leider nicht getroffen. Leider nicht. Die könnt ihr noch besprechen, und zwar im Team. Jetzt. Wir haben sie gefragt, sagt uns etwas, was man schlägt, außer der Boxsack und Rahmen. Das sind ja schon 2 Top-Antworten, Absolut. was man kann schlagen. Aber man kann auch einen Highscore schlagen, wenn man besser wird. Also, man kann quasi eine Rangliste schlagen, wo man schon gut ist und noch besser sein. Der sogenannte High Score. Ist drauf oder nicht? Leider nein, leider nein. Und ihr könnt mit Platz 3, aber da braucht ihr jetzt das Spiel gewinnen, aber ihr müsst herausfinden, was auf Platz 3 ist. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Entscheiden? Nein, einfach so ein bisschen Letzte Runde, ich möchte es spannend. Hallo, hey, möchtest du? Milo, dein Vorschlag. Wir hören gut zu. Tür zuschlagen. Tür zuschlagen ist nicht schlecht, oder? Etwas, was man schlagen kann, das heißt, Türen kann man schlagen. Nati. Die Wand schlagen. Du sagst, in die Wand schlagen. Und Adi, was auch immer du sagst, du hast noch schnell Zeit zum Reingehen. Wir hatten Türen oder die Wand oder ganz etwas anderes. Wir brauchen Platz 3. Wenn der Adi das herausfindet, dann haben sie das Spiel gewonnen. Wenn nicht, geht der Sieg als Team Scheiße, 2 Mann, am Alter. Morgen. Ich habe wieder 2. Was? Du wirst das deinen Kindern noch erzählen. Jetzt Jetzt mal, ich habe 2 im Kopf. Ja, aber jetzt willst du noch Zeit haben zum Überlegen. Wir machen es so, wie wir es heute gemacht haben, man kann einen Gegner schlagen. Einen Gegner kann man schlagen. Einen Gegner kann man schlagen. Einen Gegner kann man schlagen. Jetzt können Sie es ja eh nicht mehr nehmen. Was wäre die andere Antwort gewesen? Ich habe mich noch vorweg gewundert, aber wir können es nicht mehr ändern. Tennisball. Ein Tennisball. Also er hat nicht genau gewusst, ist der Tennisball besser oder der Gegner. Er hat sich für den Gegner entschieden. Und wenn der Gegner getroffen ist, gewinnt das Team YouTuber. Wenn nicht, geht der Sieg und 30'000 YouTube-Follower als Team 2 am Morgen. Was kann man schlagen? Ist es der Gegner? Die Wand sagt... Nein! Und gewonnen hat das Team 2 am Morgen! Ha? Wie fühlt sich das an? Hey, wie fühlt Rigged. Rigged ist das gewesen. Das war schon geplant, dass sie gewinnen. sich das an? Hat deinen Kindern nachher von dieser Enttäuschung zu erzählen, Adi? Ja? Also gut, bevor Sie völlig übergehen, ich weiß nicht, was Sie mehr freut, dass Sie gewonnen haben oder dass Sie 30'000 Follower bekommen. Wenn es jetzt ein Tennisball wäre, wäre es hart, oder? Das wäre mega hart. Ich kann so viel sagen, es ist nicht der Tennisball, Adi. Ja, zum Glück Wir haben ist die das nicht Community der gefragt und ich bin außen vor bei dieser Antwort, was kann man schlagen? Und ein paar wenige haben tatsächlich gesagt... Kinderschlag. Ich habe niemals damit gerechnet, dass im SRF das drin kommt. Dass sie das bringen. Ich habe es nicht gedacht. Digga, Mann. Oh mein Gott! Was hätte ihr von einer Community? Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich stellen wollte.
ein paar Fragezeichen wirft es auf, aber die Wir haben Antwort eine ist sehr scheinbar gekommen. lustige, sarkastische, ironische Wo ist da die Ironie? Wo ist der Sarkasmus? Schaut an unsere Community. Nein, ich künde mit euch. Das könnt ihr nicht bringen. Was ist mit euch los? Oh Mann, die 7 Leute, was ist das? Was ist mit euch falsch? Da Nein, ich oben? finde das lustige Leute ohne Scheiß. Schaut an die Leute. Sind die geschlagen worden? Oder? Also, Oha, Adi, was ist da los? ich hoffe wirklich, es ist mehr als ironisch gemeint und sonst würdet ihr die 7 vielleicht mal persönlich einladen in die Sendung. Danke fürs Dabeisein, nochmal einen riesen Applaus an die beiden Teams und euch eine gute Zeit. Ciao zusammen. Ist sehr, sehr witzig. Ich muss sagen, es war eine witzige Sache. Ja, danke für die Einladung. 2 am Morgen war cool. Klar haben wir verloren, aber ich hätte das schon vorne im Voraus schon gewusst gehabt, dass ihr gewinnt. So, jetzt haben sie es geschafft. Milo, 5 Head. Uni Freiburg kriegt euch wirklich Spaß.